Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren. Willkommen auch von mir und die neue Ombudsmann, weil er schön, dass er bei euch sitzt. Dann profitieren ich von der Gelegenheit für der Madame Monti an ihre Maderbechter normal Merci zu sagen für die geleisten Arbeit, über die wir ja heute diskutieren. Am Rapport d'Aktivité als Rückblick auf die 8-jährige Amtszeit und noch Rekommendationen vom Ombudsmann. Merci auch an den Rapporteur, den Herrn Seeowitsch, speziell für die vielen Details aus dem Rapport. Am Avantpropos steht geschrieben, dass der menschliche Aspekt an der Relation zwischen Bürger und Verwaltung gefördert soll gehen. Das unterstützt natürlich die Position. Und ich erinnere daran, dass unsere Aufgabe nicht nur auf die Zuwendung von Reglementen oder der Verarbeitung von Dossiers beschränkt ist. Sie besteht an der Hauptsache daran, Personen hinter all Aufrufen zu erkennen. Wir machen gerne den Appell, dass die Verwaltung am Dienst von den Bürgern steht, an ihnen gegenüber aufmerksam, respektvoll und offen ist. Auf diese Manier stärken wir das Vertrauen und bauen eine langfristige Relation zwischen den Bürgern und der Verwaltung auf. Es scheint so zu sein, dass wir alle Guten größtenteils zufrieden sind mit der Effektivität den Interventionen vom Ombudsmann, also auch über die sogenannten Todekorrektion. Dann haben wir aber das Problem von den langen Delayen. Ja, den existiert bei an aller Verwaltung, und ich meine nicht für nötig, für Heime durchzuschaffen. Den Hin und Her zwischen den einzelnen Administrationen als eine grosse Ursache. Verwaltungen, die sich stark gegenseitig Schuld müssen gehen oder Responsabilität aufgehen. Mit der Konsequenz, dass sich der Bürger da regelmäßig allein gelassen fühlt. Dafür auch die Frau und die Regierung, wie sie dem Problem entgegenwirken will und die Kooperation zwischen den Verwaltungen noch weiter verbessern will. Kurz dann zu der Statistik von Stuart. Am Ganzen sind 1455 Reklamationen rangereicht gehen, 1000 konnten da geklärt gehen, rund 430 Fälle stehen noch immer ab. Trotzdem unterstreichen das Zahlen der Effizienz von der Arbeit vom Ombudsmann. Das sehen wir auch über den sogenannten Todekorrektion, die bei bald 90% leidet. Festgestellt gouf dann noch, dass Reklamationen, die über die Gemengen rangereicht goufen, sich hauptsächlich auf die folgenden Themen beziehen: Sozialhilfe, Steuern, Geburten etc. Dax gehen auch die lange Delay bei den Gemengen annimmt, was auch mit der umständlichen Natur von den administrativen Prozeduren zusammenhängt. Dafür will ich daran erinnern, dass der noch immer eine Vereinfachung von den administrativen Prozeduren gefordert wird. Wir sind uns über die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die für uns liegen, ganz bewusst. Die Zugänglichkeit von der öffentlichen Verwaltung muss noch weiter verbessert gehen. Administrativprozeduren müssen noch vereinfacht gehen, für die Frustration der Bürger zu begrenzen. Und das von großer Wichtigkeit erstellt, wie gesagt, auch eine Forderung von uns durch. Ein anderer Punkt: All Bürger haben Recht auf eine gleichberechtigte Behandlung, ohne Diskriminierung. An der Hinsicht gibt es noch genug zu tun. So müssen Mechanismen entwickelt gehen, für Konflikte von Vierern zu verhindern, eher sie entstehen. Natürlich ist es nötig, die öffentlichen Services zu modernisieren und dafür an Digitalisierung zu investieren, ohne aber Ungleichheiten zu schaffen und zusätzlich an die Ausbildung vom Personal zu investieren. Herr Präsident, ich komme gleich zum Schluss. Wir haben festgestellt, dass bei verschiedenen Ministerien der Anteil von den Reklamationen besonders hoch ist. Dafür setzen wir uns für einen kontinuierlichen Dialog an, für eine Kultur von der Kooperation zwischen den Bürgern und den Autoritäten zu fördern. Dabei begrüßt er nach, dass sich Madame Monti an ihrer wichtigen Position immer politisch neutral verhalten hat, so wie das an der Definition vom Ombudsmann festgeschrieben ist. Und wir hoffen ganz stark, dass das in Zukunft auch mit der neuen Mediatrice Ombudsmann, der Madame Konsbrück, so bleibt, und da haben wir auch das nötige Vertrauen. Wir bedauern aber, dass sich Einzelresponsable von anderen Institutionen, die der Chambre unterstehen, nicht immer an die politische Neutralität halten. Dafür zitiere ich nochmal das Negativbeispiel vom OKJU, dem Ombudsmann für Kinder und Jugendliche, der klar politische Position bezogen hat, als sich für mehr LGBTQ-Enseignement an den Schulen ausgeschwert hat. Das ist nicht merci.